Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fuchs. Ja Leute, diesmal zum Bundesligaspiel beim BVB. Ja, hier wird nicht viel Taktik zu sehen sein, denke ich, weil der Großteil der Mannschaft stellt sich ja leider selber auf. Weil einfach gesperrte Spieler, verletzte Spieler, ja. Also, im Tor Neuer, linker Verteidiger Davis, Innenverteidiger Kim. Mazraoui, sofern er fit wird, rechter Verteidiger. Innenverteidiger wird sehr wahrscheinlich, oder wenn überhaupt, Upper sein. Alternativ Goretzka. Alternativ keiner von beiden. Dann wird es interessant werden. Ja, andere Überlegung wäre natürlich, wenn keiner von beiden fit wird, mit Dreierkette zu spielen. Schwierig. Ja, also ich sehe es ähnlich. Bei mir würde halt ein Upper, sofern er fit ist, spielen. Spielfitness, keine Ahnung, wird nicht gegeben sein. Also es wird schwierig zu sagen, ja, Upper wird eine Top-Leistung bringen. Ja. Problem ist, du hast keinerlei Alternativen, weil Buchmann auch wieder nicht fit ist und auch null Spielpraxis hat. Also du hast einfach keine Alternativen. Ja. Das ist das große Problem. Aber ein Upper kann nicht irgendwie bei 100% sein. Ja, und dasselbe gilt für Neon. Also, ja, aber nochmal, du hast sonst keine Alternativen, die du irgendwie bringen kannst. Und da sehen wir schon das große Problem. Für mich auf der 6 ganz klar ein Pavlovic. Die einzige Option, die ich da sehe. Deswegen war ich auch so wahnsinnig enttäuscht, dass er nicht in der zweiten Runde im Pokal, aber Tuchel hat ja gesagt, jedes Pokalspiel ist im Finale, dass er nicht gespielt hat. Ja, habe ich absolut nicht verstanden, warum man ihm da nicht die Spielzeit gegeben hat, gerade im Hinblick auf das Spiel gegen Dortmund. Ja, vielleicht war der Gedanke, ja, alles gut, Leon wird schon packen, dann spiele ich mit einem Leon und einem Leimer. Ja, und dann hat sich ein Lucht verletzt, ja, und ein Opa ist nun vielleicht noch nicht so weit und dann muss ein Leon vielleicht hinten spielen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn Upa und Leon fit werden würden, spielt bei mir Pavlovic auf der 6. Punkt. Des Weiteren würde bei mir ein Leimer auf der 8 anfangen. Und zwar auf der 8. Klar, vor Pavlovic, nicht neben Pavlovic. Ganz klar davor. Selbst wenn Leon und Upa fit werden sollten, will ich mit dem Leimer beginnen, weil Leimer einfach die Pressingmaschine ist. Ja, er muss gar nicht das Spiel aufbauen, das Spiel einleiten, das braucht er ja nicht gegen Dortmund. Er muss der unangenehme Typ sein, der vorne ackert, angreift, anläuft, Bälle erkämpft. Das erwarte ich von ihm gegen Dortmund. Das kann Goretzka nicht. Das ist nicht Goretzka seine Spielweise, was auch für dich okay ist. Sollte das keine Früchte tragen mit dem Leimer, kannst du ihn in der Halbzeit immer noch austauschen gegen Goretzka, wenn Goretzka fit werden sollte. Von daher für mich Goretzka auch hier auf jeden Fall die Alternative. Ich fühl auch kein Kretzig auf der 8. Ja, habe ich auch in den Spielen davor nicht gefühlt. Obwohl das in dem einen Spiel gegen Münster war, glaube ich, gar nicht schlecht gemacht hat. Wenn, dann sehe ich ihn eher auf Außen. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung fürs Mittelfeld. Ja. Und wenn Goretzka auch nicht fit wird und ein Opa nicht, ja, dann hast du eh keine Wahl. Ja. Dann wird wahrscheinlich jemand Rau in die Innenverteidigung rücken, Leimer als Rechtsverteidiger und dann wird ein Kretzig wahrscheinlich und ein Pavlovic die Mitte bilden, könnte ich mir vorstellen. Oder aber man bildet die Mitte mit dem Pavlovic und ein Musiala und davor den Müller. No, Musiala hat auch schon oft genug die 8 gegeben. Wäre natürlich super offensiv, aber mit dem Kretzig, ich denke, Kretzig ist jetzt auch nicht defensiv stärker, wie es ein Musiala ist. Also von daher, Musiala hat die Rolle schon gespielt mit einer 8. Wäre also nicht das Problem. Also es ist nicht so, dass jetzt gar nichts geht. Ja. Und wenn Mazraoui auch nicht fit wird, werden alle 3 nicht fit.
Dann wird's natürlich schwierig. Ja, gut, da kannst du natürlich 'n Leimer als Rechtsverteidiger oder als rechten Mann in 'ner Dreierkette sehen, ne, dass du dann mit Davies, Kim und Leimer als Dreierkette spielst. Ähm, Dann wäre natürlich 'ne Doppel-6 gut mit 'm Pawlovic und ja, dann wird's eng, ja? Dann musst du halt, 'n Kretzig und 'n Musiala aufbieten und 'n Müller auf der 10. Ja, also wir kriegen schon was aufm Feld, aber natürlich schwierig, ja? Von daher jetzt hier gerade viele Wenn und Aber, weil wir immer noch nicht wissen, wer wirklich, fit sein wird. Hat ja 'n Tuchel in der PK auch gesagt, das wird sich an letzter Stelle entscheiden. Was ich aber definitiv sagen kann, bei mir würde 'n Pawlovic, zu 100% auflaufen gegen Dortmund auf der 6 und auch auf der alleinigen 6. Unabhängig von ob Dreier-, Viererkette. Gut, wenn's 'ne Dreierkette ist, natürlich 'n Nebenmann, beim Pawlovic, sonst wird's schwierig werden. Ähm, ja, das wäre so meine Idee auf jeden Fall. Vorne ist es relativ easy, wie wir beginnen würden. Wir würden natürlich mit dem Kane beginnen. Ähm, Wir würden natürlich mit dem Sané beginnen. Wir würden mit dem Coman beginnen, einfach weil sie die formstärksten Spieler waren die letzten Wochen, auch wenn es gegen Saarbrücken nicht so war, aber gegen Saarbrücken war die ganze Mannschaft scheiße. Von daher muss man das mal außen vor sehen. Und ich würde auch mit Musiala beginnen, einfach weil, ja, Musiala mehr die Ruhe hat wie Müller und vielleicht auch ein bisschen aus einer defensiveren Rolle kommen kann. Wie ich schon sagte, es war doch kein Problem damit, einen offensiven Achter zu geben. Und da ziehe ich ihn noch ein bisschen zurück, so wie immer. Bei mir würde Musiala auch eher aus einer tieferen Position kommen, weil er da ein bisschen Raum vor sich hat. Und, ich denke, die Dortmunder sind jetzt auch nicht so super souverän in der Abwehr, auch wenn sie ein paar gute Spieler da haben, natürlich mit Hummels, guten Süle und so weiter. Aber ja, wenn Dortmund eine Schwachstelle hat, ist es mit Sicherheit nicht ihre Offensive, genauso wie bei uns. Und von daher würde ich so anfangen. Sollten wir ein lustlos Sané sehen, wären Sané bei mir schneller wieder ausgewechselt, wie er gucken kann, ja. Würde er so eine lustlos Einstellung nach 20 Minuten aufzeigen, wie er es gegen Galatasaray gesehen hat, würde ich ihn eiskalt in der ersten Halbzeit auswechseln. Wird natürlich nicht passieren. Ähm, ja, Alternativen natürlich Tell, Alternative, wir können es auch hier machen, Müller, aber Müller kannst du zur Not halt auch auf der rechten Position bringen. Und könntest 'n Coman nach links stellen, Müller nach rechts. Klar ist das 'n anderer Spielertyp, zieht dann mehr in die Mitte rein und so weiter. Aber vorne ist es so, dass wir genug Alternativen haben. Choupo würde ich gar nicht mit reinnehmen hier. Die letzten Wochen und das Spiel gegen Saarbrücken waren absolut enttäuschend, hat für mich absolut keine Berechtigung, hier aufzulaufen. Genauso wie ich 'n Gnabry höchstens bringen würde, wenn's wirklich keine Alternativen mehr gibt und ich sagen muss: „Ja, scheiße, ich probiere noch mal irgendwas, vielleicht, mit 'n bisschen Glück hätte er 'n Fuß hin als Joker-Tor oder so was." Würde ich noch eher sagen, kann man noch hier 'n Kretzig mit reinnehmen als Alternative für die Offensive. Jetzt nicht unbedingt auf der rechten Seite, eher auf der linken Seite. 'N Tell ist natürlich 'ne Alternative für 'n Kane, der in die Mitte rücken könnte, wenn da irgendwas sein sollte. Ansonsten ist 'n Tell natürlich auch 'ne Alternative neben Kane, ne? Haben wir ja schon oft genug gesagt. Aber anfangen würde ich auch mit Sané, Kane, Coman, auch wenn die letzten Spiele nicht oder das letzte Spiel super enttäuschend waren. Und ich würde mit Musiala anfangen, weil er uns einfach ein bisschen mehr Ballsicherheit geben sollte aus der Position heraus, wie es vielleicht 'n Thomas Müller tun wird. Aber Müller wäre auf jeden Fall so die erste Einwechseloption, für mich in der Offensive. Ich habe es gesagt, sollten hier die Spieler nicht fit werden, wird es natürlich anders aussehen. Ja, dann würde ich 'n Musiala auf die 8 ziehen und 'n Müller auf die 10 vorne. Natürlich auch noch eine Alternative. Aber aktuell ist es sehr schwer, da irgendwie eine Aufstellung euch zu präsentieren, wie ich spielen würde, weil ich gar nicht weiß, welche Spieler wie fit werden, ne? Und von daher so das Dingen, wie immer. Leute, haut mir gerne eure Meinung dazu rein. Ich weiß, gerade ist es aber sehr schwer, irgendwas vorherzusagen, weil, wie gesagt, wir einfach noch nicht wissen, wie es aussieht. Ob 'n Opa spielen kann, ob 'n Goretzka spielen kann, ob 'n Mazraoui spielen kann, steht in den Sternen. Ähm
Ja, und wie viel Risiko man da eingehen sollte, hat der Tuchel ja auch gesagt in der Pressekonferenz. Bin ich mir auch nicht sicher, weil es ist ja nicht das letzte Spiel diese Saison. Ja. Von daher, ja, ich erwarte ein torreiches Spiel diesmal. Ich hatte ja vorher gesagt, dass ich eher nicht so ein torreiches Spiel erwarte. Wenn ich aber sehe, was bei uns in der Verteidigung auflaufen wird, welche Form die Spieler haben und wenn Spieler aus den Verletzungen kommen, denke ich schon, dass wir das ein oder andere Tor kassieren werden und wir müssen vorne halt einfach Tore machen. Wir müssen einfach eins mehr machen, wie wir kassieren. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Es kann alles passieren. Es kann sein, dass wir eine Klatsche kriegen, wenn wir wieder das nicht hinkriegen, dass wir 2 Halbzeiten die richtige Einstellung aufs Feld kriegen. Ja, schwierig. Lassen wir uns überraschen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein gutes Spiel am Samstag. Hoffentlich mit einem guten Ende für uns. In diesem Sinne, tschüssi.